Die Migration war für uns Land eine Chance. An der Vergangenheit für uns Demokratie, für uns Wirtschaft, für uns Diversität, an war Reichtum für uns Identität. Die Migration ist auch hautnah eine Chance, weil ein Land, das sich für die Ausländer zumächt, das sklerosiert. Das gilt speziell für Lützeburg. Das gesagt muss ich aber festhalten, dass die Migration nur eine Chance bleibt, wenn die Migration besser organisiert und kontrolliert wird. Wir müssen so an entscheiden können, wer an uns Land kommt, an den wertfähigen Konditionen ein Immigrant, ein Nicht-EU-Bürger an uns Land kommt. Andere europäische Länder haben das rezent gemacht, erweisen uns den Weg, Schweiz, Frankreich, Italien. Wir müssen, ob sie für die Immigration, die als Land, das heißt, die als Ökonomie braucht, eine gezielte Immigration, eine Immigration choisie, wo wir am Ausland die Kompetenzen sichern, die wir als Lützeburg nicht tun oder nicht zur Genüge haben. Wir müssen die legale Immigration organisieren. Dafür brauchen wir Gesetz, wie das, was wir heute diskutieren. Wir müssen aber auch die illegale Immigration stoppen, wo die Leute ohne Qualifikation auf unseren Arbeitsmarkt kommen, an dem wir später am Chômage respektiv am RMG rumfallen. Wir müssen noch die Migration aus familiären Gründen an den Griff kriegen. Dieses Projet de loi trägt dazu bei. Da der sich schon zu einer Immigration choisiert, zu einer Immigration, die wir wählen, die uns Land braucht. Wir sollen nicht zu der illegalen Immigration, die uns abgezwungen wird, über den Weg von abusiven Auslegungen von unseren Gesetzen über das Asyl und über die Migration. Wir fordern auch ein Gesetzesprojekt gegen den Mariage Blanc und gegen den Pax Blanc. Die Regierung wird das annoncieren, mich werden auch immer auf den Text, weil wir gesehen, dass hier effektiv Abühen da sind. Es braucht just nur zu gucken, wie viele Leute sich zu diesen oder mit oder ähnlichen Gemengen melden und dann den Mariage transkribieren lassen und dann, dass er gesagt hat, kurz Zeit da noch, dann ist ein Divorce könnt. Preise, die liegen noch fest, die liegen zwischen 10.000 und 15.000 Euro, meistens für so ein Mariage Blanc. Die Sachen sind ziemlich locker bekannt und dafür ist es nötig, dass er soll auf den Weg da gehen und so Abühen evitieren. Dann hat unser Staatsminister auf ein Zahl hingewiesen, die darauf hinweist, dass es hier am Land Chômeure gehen, die regelmäßig bei der ADEM angemeldet sind, an die weder Lützeburgisch, Französisch, Deutsch oder Englisch schwätzen. Ich meine, da haben wir ein Problem. Es kann nicht so sein, dass Patron Leute an das Land kommen lassen, die ein paar Monate halen, und sie dann entlassen, wissend, dass sie an der Situation, wo sie sind, nicht mehr können, eng erbig fanden oder ganz, ganz schwer. Und da seid ihr noch, an ich hun Pureko gut, dass da eigentlich Abühen von den Patronen gehen, von verschiedenen Patronen, die Dateien da bewusst machen. Bei anderen, als es kann in so eine Niertum, mir nach wird wichtig, dass auch die Regierung gegen die Situation analysieren und gucken, die Patronen, die Leute engagieren, also kurzfristig da noch entlassen, wie just, dass sie an den Genuss vom Chômage kommen, dass sie die auch gingen, dazu partizipieren lassen und den Freien vom Chômage in gewissen Zeit. Ich meine, da gingen eigentlich Leute mehr sinnvoll überlegen, ihr sie Leute engagieren, die sie vielleicht nicht brauchen, und die auch noch nicht mehr können, hier bis mehr den Platz finden. Wir müssen gemeinsam mit den Ausländern, die an unserem Land bleiben wollen, solidarisch und gemeinsam an Zukunft gucken können, an die Zukunft doch gestalten können. Dafür brauchen wir keine Doppelnationalität für die Bürger von nur ein paar Nationen, die hier am Land kind und davon profitieren. Auch an einem Sportclub können Lützeburger und Nicht-Lützeburger gemeinsam ein Match gewinnen. Den einzigen Sozialmodell, den er völlig verspricht, erbringt, als das Sozialmodell, den sich klar zum individuellen Erfolg, den sich klar zum Leistungsprinzip bekennt, den unsere Bürger eng erbig sichert
an ihrer Zukunft materialistischen Hoffnungen und Wünsche verbindet. Wenn uns Jungleute fährten, sie wären nicht mehr kompetitiv vis-à-vis von ihren ausländischen Kollegen, wenn wir die Konkurrenz aus dem Ausland fährten, da fährten sie für ihre Zukunft. Für unsere jungen Leute zu lernen, sich mit Succès der notwendigen Konkurrenz zu stellen, müssen wir Lützeburger mehr stark machen. Das ist unter anderem über die Reform von unserem Enseignement. Wenn den Immigration schwätzt, dann muss ich auch über die neue Problematik angehen, das ist die von der Akzeptanz von der Immigration. Zu Lützeburg wird traditionell immer eine ganz große Akzeptanz gehen, mit dem Positivbild vom ausländischen Arbeiter, den zum Reichtum von unserem Land beiträgt, wird sich löserlos verschlechtert und das mehr negativ gehen. Gründe dafür sind Präsenz von illegalen Abwanderern, Tatsache, dass immer mehr Lützeburger sich bewusst gehen, dass Lützeburger minoritär in ihr mächtiges Land gehen, die Erhöhung von den Zöllen von den Schwummören und Tatsache, dass Lützeburger Spruch los immer mehr den zweiten Preis kriegt, vis-à-vis vom Französischen. Ich will hier just nur den Wirtschafts- und Sozialrat zitieren, den dasselbe konstatiert, als einem Avis 2006, le CS souligne la nécessité de prendre au sérieux les appréhensions des Luxembourgeois, peur de ne plus être compris dans leur langue, peur de la Überfremdung par d'autres cultures, peur de la criminalité des étrangers. Dafür schlägt der CS eine Informationskampagne vor, und ich meine, es wäre gut, wenn die Regierung auch auf TV gehen gehen. Was Sprache nun geht, können wir uns auch dem Avis von der CS über die Migration undelen, die sieht, dass auf verschiedenen Arbeitsverträgen misst Lützeburg als eine Obligation gemerkt in, wir können die Platz zu kriegen, da das notamment, ich zitiere, la dominance du français sur le lieu de travail n'est pas sans poser des problèmes de communication dans certains secteurs dans lesquels le contact avec le public est primordial, où le luxembourgeois garde son importance, par exemple le secteur hospitalier et médico-social. Das ist auch eine Forderung von der ADR, ja zu einer Immigration choisie, nicht zu der illegalen Immigration.